Hey zusammen, mein Name ist Jenny Mein Name ist Flavia. und herzlich willkommen zum 24. Türli von unserem Podcast Adventskalender und somit auch am letzten Türli. Und ja, wie fühlen wir uns, Flavia? Es ist jetzt krass, so, das so da rein zu sagen. Weil so Ja. das letzte... keine Ahnung. Wir sind jetzt voll immer drin gewesen. Ja. Willkommen zum X-Türli, willkommen zum Y-Türli. Genau. Und jetzt ist es wirklich... Einfach das Letzte. Ja. Heute ist Weihnachten. Oh mein Gott. Ja. Und Sehr du, toll. wenn ihr das hört, ist Flavia weg. Ja. Er ist gar nicht da. Wir nehmen das ja jetzt logischerweise ein bisschen im Voraus auf. Genau. Aber wir haben gedacht, vielleicht wäre es cool, wenn wir euch heute ein bisschen erzählen, wie wir vorhaben, Weihnachten zu feiern das Jahr. Mhm. Und ja, ich glaube, am spannendsten ist schon dies. Ich meine, du bist weg, zum ersten Mal an Weihnachten nicht daheim. Ja. Das Eck. Ja. Zuerst möchte ich noch schnell sagen, am Schluss gibt es etwas zu gewinnen. Oh ja. Etwas... Oh mein... Also, wenn ich will ja sofort mitmachen. Sie hat es aber schon daheim, darum. Aber sie hat schon mehrere, darum das ist ein kleiner Tipp. Und kleiner Tipp, es ist auch schon vorgekommen in der Geschenksfolge von «Guten Geschenken». Es ist aber auch sonst schon mehrmals vorgekommen in unserem Podcast. Ja, ja. Wir Aber sagen es ja. erst am Schluss. Genau. Aber mitmachen lohnt sich. Ja. Mhm. Hey, ja, zuerst mal weg an Weihnachten. Ich bin jetzt so... Ich weiss, dort hinten werde ich wahrscheinlich nicht Weihnachtsstimmung haben. Wo ist dort Anne? Panama City und Kolumbien. Aber ja, in Kolumbien ist dann schon wieder das neue Jahr. Aber ich Ja. glaube, die Weihnachtsstimmung macht für mich halt... Ich weiss nicht, ob es dort Lichtli hat. Aber halt schon Kälte. das Klima, oder? Die Heise. Voll. Und Freunde, Familie. darum ist wie so, ich tue es jetzt... Am 20. gehst du? Genau, am 20. Jetzt haben wir den 13. 14. 14. Und jetzt ist wie so, ich habe In 10 davor... Tagen ist Weihnachten? Ja, Oh, ja. oh mein Gott. Und wie Also ist nein, deine heute ist Geschenk... Weihnachten, wenn ihr das hört, heute Sehr ist Weihnachten. schnell, wie ist deine Geschenkbilanz? Wir haben ja im Türli-Ding gesagt zu den Geschenken, dass du wahrscheinlich im Stress wirst sein. Ja, wie jedes Jahr. Also ich glaube, ich wollte so 8 Leute etwas schenken. Ich habe bis jetzt 1. Okay. Nein, 2. Okay. Ja. Aber es ist, also ja, nicht gut. Ja, ja, Also ich aber... habe auch noch ein bisschen Zeit. Ja, ja. Wenn ihr das hört, dann Also habe ich ich hoffentlich hoffe- schon all. Ja, ich hoffe, die Bescherung findet statt heute für Ja. die Leute. Aber ja, ich habe wie so... Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich ins Flug steige, ist für mich Weihnachten vorbei. Ja, obwohl sie gar noch nicht gesehen Ja, weil ich schaue jetzt auch bewusst, ich habe vorher gesagt, meine Lieblings-Weihnachtsserie «Weihnachten zu Hause» Auf Netflix. auf Netflix hat eine neue Staffel, Staffel 3. So Und geil, ich ich- liebe die Serie. Genau. Es ist so ein... Es geht um eine Frau in Norwegen, die ein bisschen, ja, sie ist 36, Schaut diese Serie. datet viele Männer, aber findet so nicht Der richtige. richtig. Aber es ist mega, es klingt ein bisschen klassisch, aber es ist eben nicht so, es ist wirklich super gemacht, Also es finde ist ich. schon ein bisschen kitschig, aber das will man doch, wenn man an Weihnachten Ja, Serie genau. schaut, oder? Und mein Ziel ist jetzt halt die Serie, bevor ich fertig schaue, dass ich mit dem wie, ja, weil Weihnachten dann, kann abschliessen. also ich finde es komisch, wenn ich das zu Panama irgendwie schaue. Nein, dort hast du kurze Hosen an mit Ah ja, der Zeche eben. im Sand. Du denkst ja Nein, nicht mal an Ich Weihnachten. glaube auch nicht. Also kann ich, Also habe ja das wünsche nie dir dann auch- erlebt. ich schreibe es dann auch nicht schöne Weihnachten. Du bist wahrscheinlich Nicht? dann, also wenn du willst, kann ich dir das schon wünschen, aber du bist dann im... Eigentlich kann ich mir so einen So roten Tralala. Santa-Bikini kaufen. Stimmt, hast du noch nicht gemacht? Nein, ich bin mal gegoogelt, es hat gar nicht so nice. Und sonst hat es ausgesehen, als hätte ich das Dessous am Strand. Also, das muss ich mir jetzt auch nicht geben. Oder so ein Bümmelkappe. Nein. Kannst ja nacktes Meer mit dieser Bümmelkappe. Schau mich. Ja. So kannst du so ein grosses Foto schicken in der Friends and Family mit so einem mit einem Viertel Blut, weißt du, so von hinten. Ja, Am Strand mit der Kappe. Schöne Weihnachten, ja, ne? Liebe Grüße aus Panama. ja, ich gehe jetzt in den Pazifik. Fuck, nein, es ist nicht der Pazifik. Es ist der Atlantik. Du, schau, ich Je muss nicht nachdem, fragen. je nach Seite. Hm? Ah, wirklich? In Panama? Je Ja, nach Seite? Panama ist Ich habe keine rechts- Ahnung von Geografie. rechts ist der Atlantik, links ist der Pazifik. Ah, stimmt. Ja, und der Panama-Kanal geht ja durch. das Also, Land. warte schnell. Ja, Yes. geil. Bist du ja, am cool. Googlen? Ja, ich habe es angeschaut. Ah, geil, cool. Ist schon noch gäbig, wenn man so einen Laptop vor sich hat. Ja. Nein. Aber ja, du bist... weißt du, das habe ich eben ein bisschen vergessen, weil ich gang so... Ich kann ja meiner Familie trotzdem Geschenke schenken, wenn ich nicht rum bin. Also du hast damit gerechnet, dass du das... Also weißt du, hast Weihnachten wie abgehakt, aber jetzt hast du gemerkt, du solltest vielleicht trotzdem Geschenke haben, oder wie? Ja, ich bin jetzt einfach... Meine Eltern haben mir ein Brief, also so ein Kuvert gegeben und
ich habe sie gestern das letzte Mal gesehen, bevor ich abreise. Gestern schon? Ja, weil ich gehe nicht mehr auf Einsiedeln. Und nachher hat sie so gesagt, ja, eben, da Weihnachtsgeschenke. Und ich so, aber ich mache es dann vorher auf, bevor ich gehe. Und sie so, nein, das nimmst du mit, das machst du an Weihnachten auf. Und sie so, der Brief ist ja jetzt nicht so gross zum Mitnehmen. Weißt du, es ist so ein kleines Kuvert. Und nachher habe ich noch so übergeschaut, ich so, aber... Und sie so, nein, es ist nicht teuer, also es ist nicht dran. Also weißt du, wenn ich jetzt das verliere oder so. Ja, ein bisschen so. Nein, sie haben mir meine Impfung gezahlt. Ah ja, stimmt. Ja, die Mami hat gefragt, hey, was willst du und so. Das hast du ja auf die Story gepostet. Genau, auf Insta, was kannst du noch brauchen zum Reisen? Und es war halt wirklich so gewesen, Impfung teuer. Die Impfung, jetzt haben sie mir Tollwut die Impfung, die zweite gezahlt. Super Geschenk. Ja. Warum haben wir das nicht auf die Liste genommen? Geschenke? Das ist im Fall wirklich gut. Tollwutimpfung. Gesundheit schenken. Im grösseren Sinn. Ja, stimmt. Ja, fair. Ich meine, am Schluss eben alles, ich finde Sachen finanziell, die man irgendwie abnehmen kann, immer eine gute Sache. Weißt du, Sachen, die man eh hätte müssen zahlen, die man sich eh hätte müssen kaufen. Genau. Why not? Gut, das heisst... Bei dir? Bei mir? Weihnachten. Das nimmt mich schon ein Wunder. Ich weiß nicht, wo Weihnachten Hey, im Fall ganz klassisch. Letztes hat mich auch eine Kollegin gefragt, sie so, wie feierst du Weihnachten? Ich so, ja, ganz klassisch. Und sie so, weil sie feiert eben nicht Weihnachten. Ja. Nachher sie so, ich weiss eben nicht, was klassisch heisst. Ja. Also, erzähl mir. Ja. Und also bei uns ist es so, wir haben am 24. Bescherung daheim. Wir feiern am 24. tatsächlich, nicht am 25. Ich weiss gar nicht, woher das kommt. Machen wir aber auch. Echt? Heiligabend, ja. Ja, voll Heiligabend. Ja. Weihnachten ist ja am 25. genau. Ja. Und zwar machen wir einfach daheim ein Nachtessen. Wir sind das vierte daheim. Früher oder wahrscheinlich kommen auch noch meine Schwester und ein bisschen erweiterte Familie. Wir haben so ein bisschen Kind daheim und es gibt... Ein bisschen Kind. Wir haben ein bisschen Kind, dann haben wir ein bisschen Fondue Chinoise. Ein bisschen Erwachsene. Ich kann einfach dunkel bedienen. Ein bisschen Hunde. Katz. Wirklich, bei uns ist immer Full House. Ja. Aber ich finde das eben auch schön an Weihnachten, wenn so einfach so familienfestmäßig etwas los ist. Und dann meistens macht meine Mami einen gefüllten Truthahn. Pute, wie sagt man dem auf Schweizerdeutsch? Truthahn. Ja, wahrscheinlich. Trute. Wie bei Thanksgiving. Genau. Ja. Gefüllte Trute mit so einer richtig feinen Pesto-Rahmsauce. Und der Truthahn ist gefüllt mit Pflaumen. Ich finde, das passt richtig gut geschmacklich. Mit so ich finde das passt zu der Jenny, die nächstes Jahr vegetarisch wird werden. Super. Ja, an Weihnachten nochmal Fleisch Du nochmal einen Truthahn gönnen. Ja, ich bin am überlegen, wie oft ich eigentlich noch auswärts essen zwischen jetzt und Ende Jahr, weil ich mache im Januar mache ich Veganuary. Ah, machst du? Ja. Okay. Und dann nach dem Veganuary bin ich eigentlich schon zu Amsti und dann wollte ich eigentlich ein Veggie-Haushalt sein. Darum, wir bleiben nur noch 7 Tage zum Fleisch essen. Ja, ui. Also jetzt gibt es noch Cordon Bleu, Chateaubriand, das wird ein Was ist Chateaubriand? So Steak, glaube ich. Okay. Es klingt einfach fancy. Ich wollte sagen, ich habe es einfach gesagt, wie es fancy klingt. Aber so Steak. Ein Steak. Ja. Weißt du? Mit so Café de Paris und so. Ja. Das ist eben schon fein. Ja. Aber ja, nein, jetzt esse ich noch ein bisschen Fleisch. Und und dann gibt's, nach der Nacht gibt es meistens irgendwie ein bisschen Bescherung. Früher haben wir die Bescherung am 12 Uhr in der Nacht gemacht, also so Mitternacht. Dann ist ja wie Jesu geboren und dann irgendwie haben wir so gemacht, dass wir Geschenke erst dann geben. Aber mittlerweile, irgendwann, jetzt wo wir Kinder auch alle erwachsen waren, sind wir so, wenn wir jetzt wirklich noch 3 Stunden warten, bis wir ja. Weißt du, nach dem Dessert, also wenn dann noch Kaffee oder wenn wir schon Geschenke auftun und so. Darum meistens einfach nach dem Dessert dann Geschenke. Ja. Oder Geschenke und dann nachher Dessert. So Singen? Nein, wir singen nicht. Wir schon. Wirklich? Also wir tun kurz. Also dann machen wir einen Kreis im Wohnzimmer und singen? Ja, also es ist einfach ein lustiger Brauch, weil wir können alle einfach nicht schön singen. Und dann tun wir die Kerzen, wir haben echte Kerzen am Weihnachtsbaum. Wow! Nein, das ist schon sehr risky. Also meine Mutter ist glaube gar nicht entspannt, während wir singen, weil wir haben halt auch, gell, du weißt, unser Haus ist die Höhe. Ein Holzhaus und mit tiefer Decke. Ja, also tief heisst 2 Meter. Also ja. Ja, und dann tun wir die schnell anzünden und dann wir schnell Stille Lehnacht. Stille Lehnacht. Und mein Vater gibt alles mit schiefer Tonlage. Und ja, aber das ist irgendwie noch schön. Also dann singen wir einfach so das 4. So 2 Lieder, ja. Ja, das ist aber herzig. Ja. Also wir haben auch einen Baum daheim, aber wir haben eine Lichterkette dran. Ja, Früher habe ich Blockflöte gespielt und mein Bruder Xylophon. Da haben wir an Weihnachten einmal noch ein kurzes... Wer spielt Xylophon, sorry. Aber, das war voll das Bubeninstrument früher bei uns im Dorf. Mädchen haben Blockflöte oder Panflöte gespielt und Buben Xylophon. Ja.
Aber wir sind noch schön eigentlich. Haben wir einmal kurz Also wenn mir mal ein Dude würde Xylophon vorspielen, scheiße. Ja, dann muss er schon sehr hot sein. Also, nein. Also das macht man ja mit so zwei Dingen. mit so 2 Holzstäben, wo vorne so ein Wattebäusch-Bommel Ja, dran ist. ja. Dung, 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 dung. Ja, Aber apropos Bescherung, Ja? dass man nicht Flavia etwas da. Nein! Doch, warte schon. Mich? Oh Gott, jetzt holt sie etwas unter dem Tisch hinführen. Ja, ich habe das schön vor dem Studio, weil hab's nicht Jenny gesehen. später gekommen ist. Also, schau. Es ist ein Weihnachtsgeschenk, aber auch ein Geschenk für Amsti. Ja, du bist so herzig. Aber es Du ist weißt, deine... das hättest du nicht müssen. Sicher weiss ich das. Aber es heisst nicht, dass du es mitnehmen auf Amsti, aber der Gedanke wäre da, dass es auch für Amsti ist. Warte, ich gebe es ihr schnell Das ist rüber. von viel, Mann. Nein. Oh nein, weißt du was? Was soll ich machen? Den Effekt. Ich tue es nochmal abdecken. Ja. So. Okay, was ist es? Soll ich es jetzt auftun? Ja. Jetzt auftun? Okay, okay. Ja. Oh, ein Das Pflänzchen! ist eine Baby von mir. Wirklich? Ja. Ablegerin von dir? Ja. Ja, schau mal! Ja, es muss noch sehr wachsen. Aber es ist... Fuck, ich wollte eigentlich vor der Aufnahme nachschauen, wie es heisst. Ich kenne die im Fall. Meine Mami hat von denen eine, die ist mega schön. Ja, chinesische, weißt du, das sind die Teller... Wieso schmecke ich dran? Ja, keine Ahnung. Also sie hat keine... Oder sie schmeckt nicht. Es schmeckt nicht, weil ich keine Pflanze schmeckt. Ja, mega herzig, danke. Ja, und die wächst im Fall hure schnell. Also, Aber sie braucht Sonne, gell? ja, halt einfach leicht wie jede Die Pflanze. hast du einfach da angeschleppt. Ja. Es ist eingetopft, Leute. Ja, ja. Mit Ich habe Erde Und und einen Unterteller. wann habe ich das gemacht? Donnerstagabend oder so. Hast du es im Zimmer gärtnert? Nein, in der Küche. Aber ich musste zuerst mal meine Grosspflanzen rausnehmen und die Babys wegnehmen, oder? Aha. Und nachher ist es so, man tut doch im Topf, es hat ein Loch, darum hat es ein Tellerli, Ja. dass es nicht... Das übrige Wasser kann raus. Genau, aber das Loch musst du ja abdecken mit einem Steinli. Da bin ich... Ja, weil sonst läuft ja die Erde aus. Also weißt Ah. du, tust ein Steinli rein und dann kann nur noch so ein bisschen Wasser noch raus, aber die Erde nicht. Weil das Löchli ist schon fast wie der Kleinfinger groß, Ja. weißt du. So. Und nachher bin ich so schlau. am Abend um 10 Uhr drinnen vor der Haustür. Ich glaube, die Leute haben so gedacht, was macht die? Bin ich so Stein suchen. sucht Kieselstein. Ja. Nein, Ja. so herzig, danke Aber ich, vielmals. ich verstehe es, wenn es auf Amsti mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber ich würde es spannend finden, eben, wie gross das wird Das wachsen. Das stimmt. Und In ich habe dem im Fall, Jahr. also ich weiss ja noch nicht, ob ich schon eine Wohnung habe oder nicht, aber ich habe mir schon mal überlegt, es wäre schon ein bisschen schön, hätte ich ein bisschen Pflanzen in der Ja. Wohnung dann. Darum, ich mache mir Gedanken, wenn ich sie mitnehmen kann, aber ich glaube schon, dass ich sie mitnehmen Ich würde es spannend finden, wirklich. kann. Ja. Aber Ich lege sie einfach so, wie sie ist, in den Koffer. Nein. ich so, oh mein Gott. Nein, stell dir vor. Irgendwie schaffe ich das schon. Ja. Ich mache ein Update, wie ich es Ja. geschafft habe dann. Ja. Aber danke, Flavia. Ja, das ist schön, schöner Fall. Sorry, dass ich Schöner jetzt Fall. Deutsch rede. Du hasst das, gell? Nicht? Hey. Nein, es ist Easy. lustig, weil mein Bruder sagt mir ja so. Ah, stimmt, ja. Drum Easy. ich hasse es nicht, aber es ist einfach lustig, weil es ist so ungewohnt, wenn mir das irgendjemand anderes sagt als mein Bruder. Ja, I see. Aber bei dir ist es auch schon wieder normal. Ja, und Ja. Leute, wir haben für euch ja auch ein Geschenk. Also für jemanden von euch. Mhm. Stimmt. Ja. Und zwar, wie sagen wir das jetzt? Eben, wir haben vorher ein bisschen Rätsel daraus Also gemacht. schaut, wir haben gesagt, es ist jetzt 24. Wir haben gesagt, bis Ende Jahr ist ein bisschen wenig lang zum Mitmachen. Bei der Verlosung, ja. Wir machen doch 3 Könige. Bis zum 6. Januar. Könnt ihr mitmachen. Weil dann im 6. Januar kommen ja die 3 Könige. Wie heisst das, Jenny? Balthasar, Melchior und Kasper. Super. Und die bringen ja am Jesu-Kind irgendetwas, oder? Geschenkli. Weihrauch, Gold. Und Myrrhe. Ich weiss nicht mehr, wer Ich auch wer nicht mehr. was. Ich auch nicht mehr. Aber euch bringt... Sagen wir, wer bringt euch? Der Kasper bringt euch... Von Fiasco Famoso. Genau, anstatt Von den 3 Myrrhe... Königinnen von Fiasco Famoso. Genau, anstatt Myrrhe bringt euch ein Vibrato. Ja, das gute Teil ist jetzt schon ein paar Mal in unserem Podcast Ja. vorgekommen. Wir haben gefunden, weißt du was? Wäre das nicht lustig, würden wir einen Vibrator in unserem letzten Podcast-Türchen Genau. verlosen. Und Ja, und Selbstliebe damit. Ja, und Selbstliebe schenken ein bisschen. Genau. Und alles, was ihr dafür machen müsst,
Jenny würde ich aber ich würde zuerst schnell vorstellen, was denn das für Aha. ein Teil ist. Das musst du machen, weil du hast den ja schon daheim. Okay, also. Dann sag du, soll ich zuerst schnell beschreiben? Also es ist, welches Modell ist es? Es ist ein Satisfyer. Ich sage, es ist der Satisfyer Pro 2 AirPods mit der Technologie Vibrator. Und ich zeige euch da schnell ein Bild. Genau. Scheiße, der Preis sollte vielleicht noch verdeckt. Ist ja wie bei Geschenken auch so, den Preis wegnehmen. Genau. Und er hat 11 Stufen. Also, Tralala, hoppsa so. ja, kann man sich gut anpassen für sich selber. Ich habe den auch schon zweimal verschenkt. Also, an Alle guten Kolleginnen. Dinge sind drei. Jetzt Und die- verschenkst du noch ein drittes Mal. Genau, nein. Und Ja, ich glaube, das ist einfach eine gute Sache, oder? Zu dem müssen wir gar nicht viel sagen. genau. Die glückliche oder Person, die sich über den freuen, ist irgendjemand von euch. Und alles, was ihr dafür machen müsst, zum Mitmachen oder zum den können gewinnen, ist es, unter dieser Folge auf Spotify ein besseres Wort kommentieren Oder Ausdruck. oder einen besseren Ausdruck für... Horny oder Spitze. Genau, wir haben es ja schon mal darüber gehabt. Das ist irgendwie einfach ein nicht schöner Ja, Ausdruck. also ist nicht eben- elegant, ist nicht... Ja, ich habe mal ja gehabt, dass ich gesagt habe, irgendwie, ich bin horny, aber ich Nein, sage das das ist nicht so... gern. Das ist so... Weil eigentlich ist es, also ich habe das Gefühl noch gern, aber irgendwie tönt es so zu. Es klingt nicht schön. Nein, es tönt so, Verboten. Nein, es klingt so... ja, zu eklig. ja, eklig, dass man so nur noch an das denkt und so durchdrüllt. Ja, vielleicht haben Ich ihr ja einen weiss auch charmanten nicht. Begriff, Ja. einen charmanten Ausdruck. Ich Mega. würde sagen, der kreativste Input gewinnt das. Ja, Und ja, also ist ja wie immer so, wenn man seiner Kreativität freien Lauf lässt, dann kommen manchmal gute Sachen raus. Aber es ist auch ein bisschen challenging. Darum, vielleicht machen gar nicht so viele Leute mit und die Gewinnchancen bleiben hoch. Darum genau. unbedingt etwas kommentieren. Ich bin gespannt und vielleicht übernehme ich auch dann etwas in meinem Vokabular. Ja, wer weiß. Vielleicht können wir... Bestenfalls. Vielleicht kommen wir im 2026 zurück und haben dann ein Synonym dafür. Ja, Das Kreatives. das wäre das Beste. Das wäre super. Aber ja, Fakt ist auf jeden Fall, wir kommen zurück im 26, falls sich das irgendjemand von euch gefragt hat. Genau. Aber Flavia und ich, wir gönnen uns eine Verschnaufpause. Ja. Ich habe sie langsam satt, ich mag sie nicht mehr sehen. Ja, also die mit ihrem hohen Bommel da. Wir haben übrigens die Samichlauskappen wieder an. Ja, okay. Ja. Also wenn ihr euch den Anblick nicht in Gala, dann schaltet ihr jetzt Ja. mit ins Bild. Aber nein, wie gesagt, wir haben jetzt da 24 Türchen euch auf dem Silbertablett geliefert, jeden Tag, die letzten 2 Wochen. Über 3 Wochen haben wir das jetzt gemacht. 4? Fast 4, ja. Also nein, in echt Ja, ja. ist das ja eine Arbeit gewesen von mehreren Monaten. Ja. Das war wirklich mein Hobby, gewesen, am Sonntag und Samstag da Ja, zu stehen. Ja. Unter der Woche an den Übungen. Und es war viel Arbeit, gewesen, aber es hat auch so Ja. viel Spass gemacht. Aber an dieser Stelle sorry, das ist so ein Ausdruck von der Jenny. An dieser Stelle. Wirklich? Nicht! Jetzt habe ich mich gerade wie Jenny gefühlt. An dieser Stelle. Ich will mal uns zwei ein bisschen loben und auch ein bisschen euch da aussen noch mal sagen, wenn wir am Schluss sagen, folgt uns, gebt uns 5 Sterne, das ist halt wirklich essentiell für uns, weil wir machen das also wir verdienen wirklich nichts. Wir sind arme Sicher. Also, weisst, ja, nein, ist Ja, wir haben jetzt wir machen für... das wirklich aus Freude. Wir haben 2 Brands gehabt, die jetzt etwas Kleines gezahlt haben, aber sonst wirklich... Ich weiss nicht, die einen meinen vielleicht, wir leben schon ein bisschen von dem. Nein, wir leben 0,0 von dem. Das ist alles Freizeit. Und eben, ich will uns da nicht selbst beweihräuchern, aber nur, dass ihr da draussen wisst, die Zahlen, wie viele Leute uns folgen, was die Bewertung ist, wie viele uns hören, das ist unsere Währung, um uns irgendwann vielleicht können, zum Teil mit dem können finanzieren, was unser Ziel ist. Absolut. Darum, Leute, Ja. wenn ihr uns ein Geschenk machen wollt, dann folgt uns, weil wir wissen, wie viele uns hören und wie viele uns bis jetzt folgen. Also ihr könnt immer rauf. Mhm. Und auch bewerten unbedingt. Oder eben auch weiterempfehlen. Ja, Also, kommentieren. Uns erreichen immer wieder Nachrichten, ganze Textlängen, die schreiben, hey, ich habe mich so vergrölt im Zug, habe mir das Lachen müssen verheben wegen euch, ich höre es so gern. Und teilt die Freude. Ja. Das ist wirklich für uns eine riesen Hilfe, wenn wir merken, hey, da hören ein paar Nasen mehr zu seit dieser Folge, da Genau. ist irgendwie etwas gegangen. Und ich finde, du hast das schön gesagt, wenn ihr uns ein Geschenk machen wollt, dann gebt uns die 5 Sterne und dann erzählt anderen vom Fiasco Famoso Podcast und ja, kommentiert, folgt. Und es ist einfach eine Freude, auch die Community gesehen, Mega. wachsen zu sehen und mit dir da immer im Studio Ja, zu stehen same. und über Sachen reden. Ich bin gespannt, was 2026 für uns parat haltet. Im Januar eben. Genau, im Januar gibt es Pause Genau. und wir hören uns wieder, wenn ich schon zu Amsti
mich eingenestet habe. Ja, ja. Das wird irgendwann im Verlauf vom Februar sein. Genau, wir werden das remote weiterführen. Mix haben wir auf gekauft, wie das funktioniert, haben wir noch nicht gecheckt. Aber das länder uns ein Problem sein. Ja, Nein, aber das genau. kommt super. Also Ja. ein bisschen andere Kulisse dann, Ja. aber immer noch in gewohnter Frische, dann ab Februar jeden zweiten Montag. Wir freuen uns jetzt Ja. schon. Mal schauen, was das Jahr so bringt. Genau. Und euch Leute, jetzt schöne Weihnachten. Kann man schon sagen, guten Rutsch? Oder ist das Ja, noch zu früh? sicher. Das ist doch so eine... Das ist immer so eine Frage, ab wann kann man sagen, schöne Weihnachten, guten Doch. Rutsch? Guter Rutsch, weil wir hören die... Ja, Das ist mal. wieder die letzte Möglichkeit. Also wenn ihr wollt, könnt ihr ja am 1. Januar den Adventskalender nochmal von vorne anfangen. Genau. Oder ihr fangt ganz hin irgendwie nochmal an mit anderen Folgen. Ja, ich meine, es gibt ja genug Content von uns. Man kann die Lieblingsfolgen nochmal reinhören. Ja, genau. Und ja, das war's von Das war auch uns. zuletzt schon in diesem Studio, Alter. Ja, krass. Das ist ja... Das, Ja, schon emotional. mit irgendwie. Hügelt. Mit Zügelt. Ja, wir tun jetzt so, weißt du, ausräuchern. Kennst du das? Ja, mit so So einem einem, Teil. mit so einem Palo Santo. Palo Santo. Hey, Palo was du Santo. immer für Ausdrücke kennst. Ja, Palo Santo ist Spanisch und heisst heiliger Stock. Ah, Der Palo Santo. Palo Santo. Hey, ja, Also. Leute. Macht's gut. Schöne Weihnachten, I guess. Wir Und wenn sagen ihr da Weihnachten Tschüss. nicht feiert, dann Happy Geniessen Birthday, gute Besserung, viel Spass, zum Wohl. Prost. Gute Nacht. Ebenso. Gut. Macht's gut. Ciao zusammen. Tschüss. Ich habe wieder gewunken, aber egal. Wir lassen Tschüss. Oh. It's over. It's over. It's over. It's over.